Und jetzt kommt ein absoluter Oberknaller, liebe Freunde hier im Brauhaus in der Kölner Altstadt. Wir haben eine Westfälin aufgetan, die ist schon 1949 aus Hamm in Westfalen nach Köln gezogen und gilt bis heute als eine der ersten Alleinunterhalterinnen im Nachkriegsdeutschland. Ich habe hier ein Plakat von der Kurverwaltung in Bad Homburg, 1959, allerdings schon lachendes Rheinland. Und da steht sie als Westdeutschlands Akkordeon- und Vortragskünstlerin Nummer 1. Ich darf es sagen, sie ist inzwischen weit über 80 Jahre und tritt heute Abend noch einmal mit einem Ausschnitt aus ihrem Soloprogramm auf. Hier ist Jutta Gersten. Dankeschön. Immer jung und immer am Ball. Wir sind hier und überall. Wir sind schneller als der Schall. Immer jung und immer am Ball. Die ersten grauen Haare, der erste Hexenschuss. Auch mal ein steifer Nacken, das ist doch kein Verdruss. Die Brille auf der Nase macht uns so interessant. Was wir noch alles können, das ist doch allerhand. Immer jung und immer am Ball. Wir sind hier und überall. Ja, wir sind schneller als der Schall. Immer jung und immer am Ball. Jawohl, Applaus. Dankeschön. Ach, ist das schön hier. Vielen herzlichen Dank für den schönen Applaus, meine lieben Damen und die seelischen Belastungen, die Sie mitgebracht haben. Ja. Also ich bin heute Abend hier dabei, woanders war nichts los. Und ich habe gedacht, was sollst du um diese Zeit im Bett, da trifft man so wenig Bekannte. Fährst du mal wieder ins Sion, da sind lauter nette Menschen. Fühlen Sie sich wohl hier? Lauter nette Menschen. Wissen Sie auch, warum es auf der Welt mehr Menschen als Affen gibt? Wissen Sie nicht? Nee? Weil es im Bett wärmer ist als auf den Bäumen. Ja, ja. Ja, also wenn ich mich hier heute Abend so umsehe, sind ja viele nette, liebenswerte junge Leute und auch ein paar Scheinheilige in der verspäteten Midlife-Krise. So wie die zwei dahinter. Guck mal. Oh, haben Sie Schwierigkeiten? Soll ich Ihnen welche machen? Wissen Sie, was das ist, die verspätete Midlife-Krise? Wenn man sich nachts wie 18 benimmt und am anderen Morgen wie 118 fühlt. Das ist die verspätete Midlife-Krise. Bleib hier. Ich kenne prominente Männer in der Midlife-Krise. Die machen ihre Enkel jetzt selber. Oh ja, meine Damen. Männer sind wie Osterhasen. Flink und sexy. Aber wer glaubt schon an Osterhasen? Ja, nee. Ich freue mich, dass ich hier bin. Wie heißen Sie? Helmut. Helmut. Ja. Sind Sie alleine hier? Noch. Aha. Gefalle ich Ihnen? Besten. Finden Sie mich sexy oder 5,5? 6,5. Wissen Sie, was eine Sexbombe ist? Eine Sexbombe ist ein Sprengkörper, der von einem Blindgänger begleitet wird. Nein, also, ich bin... Nicht fummeln! Also, wenn ich ihn hier so sehe, einen charmanten älteren Herrn, wollen wir ja vom Alter gar nicht reden, meine Damen, nicht? Alt ist so der in Gedanken eine Verabredung hat, die er mit dem Körper nicht mehr halten kann. Und ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, gestern
muss ja mal ein Schlückchen trinken zwischendurch. Hier ist es lecker warm, ne? Und ich bin so hoch geschlossen. Früher habe ich mehr gezeigt. Heute zeige ich nicht mehr, heute lasse ich suchen. Ja, ich rede nun mal gerne. Männer können trinken ohne Durst, Frauen können reden ohne Thema. Ja, ja, wir Frauen haben es ja schwieriger mit dem Älterwerden. Nicht? Ihr seid ja noch so herrlich jung hier unten. Frauen haben es ja schwerer mit dem Älterwerden. Die Männer haben damit keine Probleme. Die haben einen Plaid oder einen Rotzbrems oder einen Vertreter für Seegras. Wir Frauen haben es schwer. Wir Frauen sollen denken wie ein Mann, uns benehmen wie eine Dame, aussehen wie ein junges Mädchen und schuften wie ein Pferd. Habe ich nicht recht? Und die Männer sind wie ein Porsche. Das Image stimmt, aber die Technik ist veraltet. Ja, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Ich bin inzwischen auch erweist. Einige von Ihnen haben mich ja noch dunkel in Erinnerung. Aber Anti-Aging macht ja heute alles, nicht? Ich war neulich in der Sauna. Da traf ich eine alte Bekannte. Die hatte ich länger nicht gesehen. So alt war die noch ja nicht. Wir sitzen uns in der Sauna so gegenüber. Ich gucke sie an, von oben bis unten. Nee, sag ich, eins verstehe ich gar nicht. Oben bist du weiß und unten dunkel. Ja, sagt die, unten habe ich mich auch nicht geärgert. So, ja. Es sind aber gut drauf, ne? Ja. Ich gucke jeden Abend unter mein Bett, ob sich da einer versteckt hat. Nix. Jetzt habe ich ein zweites Bett aufgestellt, damit sich die Chancen verdoppeln. Ja. Meine Lieben, ich bin der Meinung, lieber rüstig mit 80 als ranzig mit 20. Stehe ich abends auf der Bühne und ich singe ein Parodie. Da betrachte ich die reizenden, charmanten Damen hier. Und dann ziehe ich Vergleiche mit den Damen hier im Raum. Und fast jeder der Vergleiche fällt zu meinen Gunsten aus. Kann mir nicht helfen. Ich finde mich schön. Ich habe so was Schönes wie mich noch ja nicht gesehen. Der Mund und die Nase, die Augen, das Haar, das wirkt so exotisch, so ganz wunderbar. Die klassische Linie und auch das Profil erinnert an eine Prinzessin vom Nil. Und dann ist von rückwärts im Spiegel besehen. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde mich schön. Ja. Viele junge, hübsche Mädchen finden einfach keinen Mann. Ich bin dreimal schon geschieden und ein vierter bis noch an. Kritisierte auch am Tage meine Linie und so. In der Nacht, wenn alles dunkel, wirklich glatt wie Brigitte Bardot. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde mich klug. Und das ist sehr gut so, meine Herren. Ich bin dumme genug. Ich sag meinem Mann auch, ganz frech geradezu, du fielst auf mich rein, Schätzchen. Ich war klüger als du. Wenn ich ihn so reize, dann kriegt er die Wut. Dann wird er hochrot und das kleidet ihn gut. Dann küsse ich ihn zärtlich, ich krieg nie genug. Ich kann mir nicht helfen, ich finde mich klug.
ich kann mir nicht helfen. Ich finde mich apart. Ich bin mal was anderes. Eine ganz andere Art. Die Venus von Milo hat nur einen Arm. Ich habe zwei. Die war kalt und ich hab Charme. Giesbert, Ja, Schatz? was ist dir lieber? Alles, Schatz. Eine Venus aus Stein oder so eine Schuss wie mich? Was meinst du? Um glücklich zu sein, wer das überlegt hat, der wird sich verstehen. Ich bin ja so klug, so apart und so schön. Jawohl! Wow! Jutta! Standing Ovation! Standing Ovation in der langen Brausnacht im Braus Sion in der Kölner Altstadt. Deine Zugabe. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Ja, wenn nicht die alle hier so bleiben, so ruhig stehen. Alle so vor mir stehen. Oh, Frau Doktor, ja, meine Hausärztin, da sowas. Ja, das ist aber schön. Ja, die kennt mich auch schon länger. Ich war auch schon mal verlobt. Ein Verlobter ist ein Vorarbeiter. Der Ehemann ist ein Zwangsarbeiter. Der Hausfreund ist eine freie Mitarbeiter. Der Pastor ist schon mal ein Schwarzarbeiter. C'est la vie. Ein älterer Herr ist ein Schwerstarbeiter. Und der Playboy, das ist ein Facharbeiter. So einer ist der Giesbert hier. Ja. Liebespärchen streicheln sich von früh bis in die Nacht, weil es ihnen unwahrscheinlich viel Vergnügen macht. Und aus lauter Vorsicht, dass man sie nicht hören kann, stellen sie dabei das Radio an. So was Schönes machst du nie mit mir, nie mit mir, nie mit mir. Den mach ich nachher kaputt. Gar nicht nett von dir, gar nicht nett von dir. Wie schade, so was Schönes machst du nie mit mir, nie mit mir, nie mit mir. Weißt du, das ist gar nicht nett von dir. Warum tust du sowas nie mit mir? Deine Ruhe bringt mich doch mal außer Rand und Band. Guck dir bloß den Giesbert an, der wackelt auf die Wand. Wenn das ganze Haus dann auf der zweite Stockwerk schaut, wissen alle, dass er sie verhaut. So was Schönes machst du nie mit mir, nie mit mir, nie mit mir. Ich find das ja nicht nett von dir. Warum denkst du so jetzt nie mit mir, meine Dame? Jeden Monat lässt er schön sein Auto reparieren. Alle Teile extra lässt er Ölen, Fetten schmieren. Alles wird gewaschen, durchgepustet und gepflegt, bis das alte Auto sich bewegt. So was Schönes machst du nie mit mir, nie mit mir, nie mit mir. Ich find das ja nicht nett von dir. Warum tust du sowas nie mit mir? La 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 ja, la 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 la. Gästen! Ich habe fertig. Einmalig. Ich habe fertig. Seit 1949 in Köln aus Hamm in Westfalen. Eine der ersten Alleinunterhalterinnen in Deutschland mit Hans Rosenthal, mit all den Großen. Peter Frankenfeld ist hier aufgetreten. Und jetzt rollt sie mit über 80 die Bude ab. Auf Jutta Drehwohl von Etzen, Köln! Hamm in Westfalen, Köln! Meine Damen, es gibt nur zwei Kategorien von Männern. Pessimisten und Optimisten. Die Pessimisten sagen, alle Frauen sind verdorben.
Die Optimisten sagen hoffentlich. Jutta, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Deine Bühne. Vielen Dank.